Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Brankic Cooks. Heute gibt es wieder mal was Bosnisches, aber diesmal was Süßes. Ich mache Hormašica. Die Hormašica machen auch die Türken, aber ich zeige euch die bosnische Version, also meine Version. Die Hormašica sind eigentlich eine Süßigkeit, die aus einem Teig, der sehr ähnlich wie ein Mürbeteig zubereitet wird, nur ein wenig anders. Das wird ihr noch im Anschluss sehen. Man kann sie füllen oder auch die Füllung auslassen. Ich habe mich heute für die gefüllte Version entschieden. Ich fülle sie mit einer Mischung aus gemahlenen Walnüssen und Schokolade. Danach werde ich sie backen auf 180 Grad Ober- und Unterhitze für ungefähr eine halbe Stunde lang. Und zum Schluss begieße ich sie mit einem Zuckersirup. Bleibt dran, um zu sehen, wie ich sie zubereite, und nicht vergessen, meinen Kanal zu abonnieren. Und hier sind die Zutaten: 200 Gramm zimmerwarme Butter, 2 volle Löffel Creme Fraiche, eine halbe Packung Backpulver, sind ungefähr 6 Gramm, 2 Eier und 500 Gramm Mehl. Zuerst gebe ich in eine Schüssel die Butter, die Creme Fraiche, und die Eier und vereine alles miteinander. Nachdem alles schön vereint wurde, gebe ich nach und nach noch ein wenig Mehl dazu. Backpulver auch nicht vergessen. Und nun mische ich alles miteinander. Und nun knete ich weiter mit der Hand. Der Teig sollte so eine Konsistenz haben, dass er nicht an den Händen und auch nicht an der Schale klebt. Nachdem der Teig fertig geknetet wurde, bereite ich die Füllung vor. Dafür benötige ich 100 Gramm Milchschokolade, die ich mit einem vollen Löffel Margarine schmelze. Nachdem die Schokolade mit der Margarine geschmolzen ist, gebe ich gemahlene Walnüsse dazu und vereine alles miteinander. Und nun ist auch die Füllung fertig. Ich nehme so ein Stück des Teiges, rolle es und lege es auf die Reibe und drücke es so flach. Danach nehme ich die Füllung und fülle den Teig damit. Nun klappe ich das eine Ende über das andere und verschließe die Enden. Es sollte ungefähr so ausschauen.
Nun nehme ich ein mittelgroßes angeöltes Blech und gebe die Hurmašca drauf. Und das gleiche mache ich auch mit den anderen. Also ich wiederhole den Vorgang, bis das ganze Teig verwendet ist. Nun sind sie bereit für den Ofen. Ich gebe sie in einen vorgeheizten Ofen auf 180 Grad Ober- und Unterhitze. In der Zwischenzeit bereite ich den Zuckersirup vor. Dafür benötigen wir natürlich Zucker, und Wasser. Nun lasse ich es aufkochen und ungefähr 15 Minuten kochen. Die Konsistenz sollte so klebrig sein, dass sich die Finger aneinander kleben. Ungefähr einer halben Stunde sind die Hurmašca fertig und ich nehme sie raus. Nun begieße ich sie mit dem Zuckersirup. Und hier sind meine fertigen und gefüllten Hurmašca. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Bitte lasst ein Like, einen Kommentar und abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Video. Tschüss!